Das Mittelmeer bei Sizilien. Mehr als 1000 Menschen sind dort in diesem Jahr bereits ertrunken. Das Mittelmeer ist die tödlichste Grenze der Welt geworden, sagt die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD. Ihren Ratsvorsitzenden, den bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford Strom, treibt das um. Trotz aller Warnungen machen sich Flüchtlinge auf den Weg von Afrika nach Europa. Und wir können da nicht wegschauen. Und die Menschen können auch nicht zurück nach Libyen geschickt werden. Es gibt auch kein anderes afrikanisches Land, was sie aufnimmt. Also ist es unsere Pflicht, wenn wir unseren humanitären Traditionen in Europa gerecht werden wollen, dass wir diese Menschen dann auch an Land lassen. Es sind auch vergleichsweise viel weniger, als an anderen Orten nach Europa kommen. Die Rettung von Menschenleben ist eine traditionelle Pflicht. Darum hat sich der Rat der EKD entschlossen, ein eigenes Schiff zur Seenotrettung ins Mittelmeer zu entsenden. Teilnehmer des Evangelischen Kirchentags in Dortmund hatten die Resolution "Schicken wir ein Schiff" verabschiedet. Und der Rat will diese nun umsetzen. Die Schiffe von privaten Rettungsorganisationen wie die Sea-Watch 3 werden auch weiterhin in Häfen auf Sizilien von den italienischen Behörden festgehalten. Heinrich Bedford Strom war dort. Natürlich hat mein Besuch bei der Crew der Sea-Watch Anfang Juni mich auch innerlich sehr berührt und hat mir auch persönlich sehr deutlich gemacht, dass wir hier nicht wegschauen können. Dass wir hier zusammen mit den Kirchen Europas hinschauen müssen und öffentlich darauf hinweisen müssen. Da geht es wirklich um Leben oder Tod. Die Lage auf dem Mittelmeer ist dramatisch, sagen die Aktivisten von Sea-Watch. Rettungsschiffe sind nur noch auf Archivbildern im Einsatz. Es ist kein einziges ziviles Rettungsschiff und auch sonst kein europäisches Rettungsschiff im Such- und Einsatzgebiet vor Libyen. Wir hatten jetzt gerade erst wieder ein Unglück. Lediglich das Suchflugzeug von Sea-Watch kann derzeit starten. Den Einsatz zur Rettung von Flüchtlingen bereitet die EKD zusammen mit anderen Organisationen vor. Er soll ausschließlich aus Spenden finanziert werden, nicht aus Kirchensteuern. Die EKD will mit dem eigenen Schiff ein Zeichen setzen. Ich glaube, dass die europäischen Regierungen einfach verstehen müssen, dass es so nicht weitergehen kann. Dazu gehört natürlich die Tatsache, dass noch immer Menschen in der Gefahr sind, im Mittelmeer zu ertrinken. Dass schlicht und einfach humanitär sichergestellt werden muss, dass Menschen nicht ertrinken, dass Menschen gerettet werden. Aber darüber hinaus ist es ein Gesamtansatz. Es muss dafür gesorgt werden, dass Menschen sich gar nicht erst auf den Weg machen, dass sie nicht in diesen libyschen Lagern landen, in denen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und eine Gesamtstrategie entwickelt wird, wie Europa mit der Migrationsfrage umgeht. Doch wenn sich die Menschen einmal auf den Weg gemacht hätten, müsse man helfen. Auch wenn das Projekt Risiken birgt und Kritiker auf den Plan ruft, wie Christian Schmidt, den Vorsitzenden des Evangelischen Arbeitskreises der CSU. Ich bin sehr skeptisch. Es ist nicht Aufgabe der Kirche, Seenotrettung zu betreiben. Es ist Aufgabe der Kirche und von uns Christen, darauf hinzuweisen, dass jeder Mensch, wie immer er in Gefahr kommt, gerettet werden muss. Die Kirche hat das Recht, auch darauf hinzuweisen. Wir müssen allerdings auch politisch darüber reden, wie kann es denn sein, dass Menschen, die vorher noch abgezockt werden von Schleppern, in seeuntaugliche Schlauchboote gesetzt werden, fast in der Erwartung, dass sie dann gerettet werden müssen. Dieses Problem hat auch die evangelische Kirche erkannt. Die Schlepperbanden zu zerschlagen, ist in der Tat eine wichtige Aufgabe. Hier sind Menschen am Werk, die gegen Geld die Not von anderen Menschen ausnutzen. Da sind wir uns völlig einig. Nur man kann das Problem nicht so lösen, dass man Menschen zur Abschreckung ertrinken lässt. Jetzt gelte es, das Projekt sorgsam vorzubereiten. Dabei gehe Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Die privaten Seenotretter zumindest finden den Plan nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich für uns sind alle, die nicht einsteigen wollen. Ungewöhnlich für uns sind die Menschen, die Seenotrettung nicht interessiert, beziehungsweise die sie sogar aktiv blockieren, wie jetzt gerade unser Schiff in Sizilien festgehalten wird. Das ist ungewöhnlich nicht, dass Menschen gerade aus der Kirche und aus der Zivilgesellschaft sich für die Rettung von Menschenleben auf dem Mittelmeer einsetzen. Das sollte die Normalität sein. Noch ist unklar, wann das Schiff der EKD in See sticht. Die Kirche hofft, dass endlich die staatliche Seenotrettung wieder beginnt und ihr Schiff überflüssig wird. Und dass im Mittelmeer keine Flüchtlinge mehr ertrinken müssen.